Du weer mal morgen, jaren 3 in de tweede geschicht. En deze man, hij leefde op een hoge pool, kleine platform, vielleicht Feuer bij Feuer, Schau ungefähr. En daar leefde hij voor 36 jaar. Hij bouwt zich never en wordt door gewassen eten gebracht, aber hij bouwt zich niemals zijn charp over dem, die weer voll schwer en voll Eiersaffen. En wanneer van dort wordt er afvallen, en mensen weer in de Unie, mensen komen van Wittenberg taub, hem des hele maand boven zijn. En wanneer dort op enten opvallen, oder zij dort kunnen catchen oder wat, dan hadden zij ook meer Herrlichkeit. Na, wir bleiben vielleicht dort ein bisschen in der Worte denken, oder dort ein bisschen sehr extrem in das ist auch. Aber stell dir mal vor, dass das Mann, der kommt nur Gott, und nur sein Leben. Und dann sagt Gott zu ihm, weißt du was, du hast noch niemals ein Mensch sich so angestrengt, als du hast. Ich meine, sonst du getan hast, ist nicht vorher und nachher im Christentum jemals passiert. Du bist bloß ein sehr handgegebener Mensch. Aber weißt du was, wenn der Pool, wo du boven lebst, wenn der wie 3 Schau Hecher was, dann wirst du selig worden. Oder wenn die Plattform, oder die Platte steht da boven, wenn die steht Feuer bei Feuer, wenn die wie 3 bei 3 was, dann wirst du selig worden. Ich will haben von dir, dass wir im Bett über das denken. Wenn, wir sind in die Botschaften von Gnod. Und ich nahm das Feuerkontje Gnod. Da meine ich dann überhaupt mal alles Feuerkontje merken. Was ich meine von dem ist, dass du so ein Feuerding, was Gnod braucht, dass es Gnod ist. Viele sind redig an Gnod, vielen gerechte Gnod geben. Gnod rannt immer von gerecht nur eureich. Was ich meine mit das ist, dass wir einen gerechten, heiligen Gott und die gibt uns ungerechte, sinnliche Menschen Gnod. Gnod rannt von Gott und Mensch, von gerecht nur eureich. Ich sehe in vielen Werken auch, dass Gnod ist nicht ein billiges Geschenk. Wir nehmen einmal Gnod an, aber dann brauchen wir das verlassens zum Sinnen, oder wir brauchen das zum Sein, oh, dann kann ich so leben, als ich will, und das ist nicht, wo Gott uns Gnod gibt. Aber wir brauchen Gnod zum Seligwerden, das ist ein Geschenk von Gott. Von der will ich reden, und das Gnod fehlt in Woakenloosa Näma. Und so, wenn wir reden von, dass Gnod fehlt in Woakenloosa Näma ist jemand, der was nimmt, ohne zu verschaffen. Das ist, was ich meine mit dem Wort Woakenloosa Näma. Und so Gnod ist ein Woakenloosa Näma. Na, da kommt mal ein Mann nach Jesus und fragt sozusagen eine $1 Million Frau. Das ist eine Frau, was ich du Frauen. Das ist eine Frau, was Millionen Menschen gefragt haben, noch einmal Frauen in der Zukunft waren Frauen. Hier ist die Frau. Dann kommt ein Mann nach Jesus und sagt zu ihm, Gute Meister, was vergeudet muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Was vergeudet muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Was ist deine Antwort? Wenn der Pool, wenn es wie 60 so hoch ist und es steht 55, vielleicht wird das heute. Oder wenn die Plattform bekleiner wie was, dass du noch einmal in Amerika musst leben, vielleicht wird das heute. Oder weißt du, wenn das üterliche Ding, was ich und du tun, das zeigt, was wir anhaben, oder das Ding, was wir fahren, oder wenn das wie ein Bett anders was, vielleicht ein Bett dicker, ein Bett schwarzer, dann wird es vielleicht heute. Und so die Frau ist, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Und weißt du, eine Geschichte ist ein Ding, was mich interessiert, dass man ein bisschen denkt, in der Bibel schaut wir das immer so, dass wir nicht ein so exciting Ding zum Geschichte nehmen, das hat zu tun mit, dass Menschen halt kniepers im Verstand und so nicht verfratet oder was, ich weiß nicht was, aber Geschichte ist wichtig. Das ist ein Ding, was wir brauchen. Und so eine Geschichte, sehr tätig in der Geschichte, kommt näher, dass du hast noch was du musst tun, zum selig werden. In Apostelgeschichte 15, dann kommen gewisse Männer von Judäa und lehren die Brüder, wenn die nicht nur Moses seine Ort beschneiden lassen, können die nicht selig werden. Na, das wird tätig in der Geschichte.
wie man hier denkt, das geht hier um Juden und Heiden. Und so die jüdischen Christen von Jerusalem, die unter dem Gesetz leben und das Gesetz halten, das ist man denkt, was uns meist nicht klar ist, aber das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass uns die Bibel klar wird. Aber die jüdischen Christen, die leben in Jerusalem, sie werden Port von den Tempel, gehen den Tempel anbeten und opfern und weiß nicht was alle. Und so sind wir ein Port von das jüdische System. Und nu wir Paulus berufen von Gott, nur der Heiden das Evangelium drehen. Und er brachte ein Evangelium von Gnade ohne das Gesetz, nur der Heiden. Und dort wie die Juden nicht gut. Und so sei reisen Paulus heran und lehren die Menschen, wann die wollen selig werden, was sie nach Juden wollen. Und weet je, das ist das Problem von dann, was von der je was, dass vielleicht ein Mensch bekehrt sich, ein Mensch ist so excited, nu haben mal Jesus gefunden, aber wenn wir Christen nicht stark sind mit denen, dann ist dort ein Gesetz, der Mensch geworden. Und dort ist nach einmal so je was in die Kirche, und so will ich ein paar Dinge vertellen von der, von was in die Kirche verging. Durch die 2000 Jahre, was wir Kirche haben, weet je, die Frau ist immer war je was in die Kirche, wo kann ich heilig werden? Vielleicht haben wir das allein mal verstanden, dass wir sind durch Gnade geraten, aber dass wir durch Gnade leben, das will uns nicht in einem verstehen. Und so wenn es bei meinem Leben kommt, dann muss ich was tun, dann muss ich mich anstrengen, dann muss ich auf dem Pool leben, ich muss mich antragen, ich muss was Ding fahren oder nicht fahren, oder sein oder nicht sein, was immer das alles ist, aber das ist something, was ich muss tun, zum heilig werden. Und wie man verstehen, wir sind durch Gnade geraten, und durch Gnade leben, wie hat Jesus in die Gerechtigkeit, was die zugeschrieben. Du brauchst die nicht verdienen mit einem Pool leben. Wenn man durch für Gott kommst, dann ist der Pool 2 Schau, da hart was. Und das regt never to. Nachdem dass der Apostel wären gestorben, und dort wären die Heiligen, wir haben mit Taub, wie wir heilig, und so eine Dinge. Und dann von Anfang, dann wird es so, dass die Christen werden verfolgt. Und so die Martyrer, die werden verfolgt, Menschen werden umgebracht für ihr Glauben und so eine Dinge dort. Und dann entwickelt sich das, und dann gibt es so eine Lehre, dass wenn du wirst umgebracht für den Glauben, oder du hast gelitten für den Glauben, dann wirst du eine heilige Person. Und so dann kam es so weit, dass Christen würden reisen oder die Gräber von den Martyrern, oder das kam so weit, dass sie hatten vielleicht Dinge in ihrer Kirche, die hatten eben dem Knirkes in der Kirche, das ist ein Kopfknirken von einer heiligen Person. Und dann wird die Kirche beter, oder die hatten ein bisschen Halt von Jesus in Kreuz. Hunderte so eine Dinge dort. Relics nennen wir die auf Englisch. Die hat die Kirche und die nehmen die mit nennen. Das ganze Idee, dass wenn ich leiden muss für meinen Glauben, oder wenn ich leiden muss, period, dann sehe ich gerat. Wie hat so ein Glauben an uns Mennonitentum? Was ich klicken mit dem, dass wenn ich sehr noch leiden, vielleicht noch krank sein zu lassen, und ich habe sehr ausgeholt, dann ist eine gerade Gelegenheit, dass ich selig werde. Und dort kommt Kraft von das her. Und so das ganze Idee von das, wenn wir leiden machen. Na, Jesus sagt, wir machen uns Kreuz auf uns nehmen. Weil je meist alle so eine Dinge steht, die haben nach irgendwo in Bibelgrund. Viele in uns Mennonitentum oder viele Heime, vielleicht bist du in so einem Heim abgewachsen, wo je dort Buch hatten, Martyrerspiegel. Das sind wir bekannt mit das Buch. Die hatten das vielleicht in ihrem Heim und dort wie ein welches Buch aus der Bibel. Na, das ist nicht schade mit das Buch. Dort sind Geschichten von, wo Menschen für ihr Glauben sind umgebracht worden, beides von Anfang in die Kirche und uns Mennonitentum. Interessante Geschichten. Aber die Idee kommt dann an, okay, dort Buch, like, wenn ich auch leiden kann, oder wenn ich irgendwas Schweres durchgehen. Wir haben in uns Mennonitentum einmal ein bisschen eine Idee gehabt, dass wenn wir uns Leben kann schwer merken, dann wollen wir es besser merken. Und das kommt alle von dieser Idee her, dass wenn wir leiden machen, und wenn uns was tot gemerkt worden, oder wir wollen durch den Trieb soll gehen, dann wollen wir bessere Menschen sein. Und in einen Tag hatte ich dann wieder in Belize, meine Mama und ich und mein Cousin, wir fuhren meine Onkel und Tante besuchen in Belize. Und als wir dann ankamen, dann schrieben wir bloß ein 2 Tage Permis, um dann an, mussten wir nach Belize City fahren, um dort verlängern. Und dann, als wir in Belize City waren, dass wir heute in Schwol und Schweiz, ich sage mal in Belize was, es ist sehr Geschmack, aber es ist reichlich heute. Und so, dann wir in Belize und dass wir heute, einfach so heute, und dann waren wir eine Gruppe Mennoniten in Belize, die wohnen in Belize, die waren in der Stadt. Und die frühest, die waren dick und schwarz angetragen, rein alles bedeckt.
en dan een grote tücher am Kopf en dat stukje bin je zeker nog weer voorbij, dat ook gewas geen wind wordt bij kan, zeg het zo. En zo, mij jammer het plus zoja over de fruus. Nou, bij ons men niet naast je zo, dat wanneer je fruus je moet fijn afstanden, waar we mannen ook zeilig worden. En beetje en dat is vielleicht een beetje een spoos. Maar dat is dus het eerste mes, een beetje dat je het immer aan de fruus. En zo deze fruus, die leefden in zoja. Jammer het leven, je kunt verstellen, 100 en wel veel grootheid, schwul en schweitig, en dan doe je dat zeig leven. En zo mij jammer het selber eind. Aber stel die mal vor, dat ze komen naar de Himmel, ze komen voor God, en ze hadden het gedaan, en dan worden ze selig worden. Die zegt God, en weet je, dat we niet ganz schwach genuchtert zijn. Wanneer het wie je was, wordt selig worden. Nou, ik spot niet over dit. Aber dat is een wichtige vrouw. En dat wat du das. En dat wat du niet das, weil nu bist du vrij en die Gnade en zo wieder. En du kommst voor God, en wat God te die zijn arbeid, reikt niet ganz toe. En zo, we hebben martyrer gehad, we hebben zelfsafzeier gehad. Dat is een ganze systeem in de kerk, wo mensen zich alles afzien. Dat is ook een beetje een denk wat we hebben gehad. Zij die alles af. Like, niets zijn, niets doen wat de wereld is, zij die alles af. De ganze mensdom komt dan aan. En zo, dat duipen dat jij voor dem zoont, dat duipen dan, dat die zin afwaschen. En zo, dat leidt dan naar de kindertafel, dat wanneer du die kleine kind bij klein was toffen, waar de potten van de kerk, dan wordt het zeilig worden. Zo, dat wordt zich dat ontwikkeld. Deze dingen ontwikkelen zich in dingen. Weet je, dat ganze mensdom. Ze moesten over dem hier de vervolging hier abwenden. De römische Kaiser Konstantin, hij nahm dat Christentum aan, want ze zijn zo weit, dat Christen worden niet meer vervolgd. En dan wordt het de religion van het Römische Rijk. Ze hadden religieuze vrijheid, zoals we vandaag aan ons land hebben. En zo dan kunnen ze niet meer martyrer zijn. Zo, wat was er nu heilig worden? En zo dan gingen ze in het mensdom aan. Mensen vangen aan, irgendwo apart te wonen in een boy, waschen zich never, boden zich never, zo arm als mogelijk leven, zo kämmerlich als mogelijk toebrengen, dan word je selig worden. En zo dat waren de heilige mensen, en dan gingen anderen, wat door dan willen dichtbij wonen. Dat ontwikkelt zich over dem het ganze kloostersysteem. Ze bieden over dem Hisa, wat van deze dagen op hele steden in de wereld zijn, wo deze monks en nonnen en die leven in Hisa, die doen some goede dingen. Dat is gleich alles schlecht. Aber der Grund hängt das ganze Ding erst, dass wenn ich mich noch aufsehen und so wenn ich so noch Lieden machen, dann will ich das merken. Noch ein Ding, was du bist, das büßen. Wenn du hast, nur dem, dass du getauft bist, hast du dich versündigt. Die Lehre kommt nicht heute an, dass du hast nicht wirklich Vergebung für den Sinn. Das entwickelt sich in was soll damit. Aber da wird eine Zeit, wo die dann küssen und Priester gehen, und dann würde Priester die eine gewisse Arbeit abgeben, das nennen wir auf Deutsch büßen, oder Penance auf Englisch. Und so, die musst dann vielleicht ein Gebet, was mal sein, oder so und so viel Geld geben, oder so und so viel Arbeit tun in der Umgebung. Verschiedene Dinge wären dabei. Aber dann kannst du wieder Vergebung kriegen. Und so, das ganze System hat zu tun mit Dingen, was ist das Gute, was ich kann tun, dass ich das ewige Leben habe. Das ist die Freude heran. Nog een ding wat in de kerk nennt, dat we een reliken, relics nennen we dat in Engels. Du hast auch von geredet von Knirkes und Bieter Halt, was in die Kirche hatten, so eine Dinge. Und dann Aufloszadel, das wir Indulgences nennen, wir das auf Englisch. Das hat zu tun mit, dass wenn du die Sinn und Gun besuchen, das vielleicht da noch so ist, und du willst Sinn und hast eine Party, und du wirst die da ganz zum Schreien besuchen, dann kannst du noch Prediger gehen, noch Pastor Jacob gehen, und dann wird er dir einen Sadel geben, just in diesem Peiser, er wird dir einen Sadel geben, und es deine Sinn für je versinnen. Und so dort kam in der Kirche nennen, so eine Dinge steht, dort wir endlich ein von den großen Ursachen, wo in der Reformation anfängt, in so eine Dinge steht. Und so, die Bibel anfängt, wenn wir Dinge lesen, ist sehr, sehr wichtig. Und ich wollte hier zwei Dinge wiesen. Das ist die Frage, was ich al gewesen habe. Dann kam ein Mann Jesus und er sagt, was für Gott muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe. Wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt, folgt den Satz. Und er sagt, das habe ich von klein an getan. Und dann sagt Jesus zu ihm, dann geh in die Haus, ich habe alles, was du hast, jetzt die Arme, und dann kommst du mir heran. Wir haben diese selbste Frau in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, das sagt, er brachte dann Rüt und sagt, liebe Herr, was muss ich tun,
dat ik selig war. Weet je wat de antwoord weer? Geloof aan dem Herrn Jesus Christus. So wo soll die Verschiedenheit? Und weet je, ons Problem ist, dass wenn wir dort, was Jesus sagt, und dort, was Paulus sagt, wenn dort blicken viel wählen das, dann dass du die wählen, wohnt die annimmst. Und so, wenn dort, was Jesus sagt, für die, kriegst du sie wählen das, dann würde ich auch sagen, okay, wenn ich mal noch was geben, oder wenn ich mal das Gesetz wird noch kommen, vielleicht sollte man mein Habengeld verkaufen, die Arme das geben, und dann würde ich selig werden. Und weil in der zweiten Geschichte ist es immer wieder passiert, dass die reichen Männer bei einmal zum Glauben kommen und sie losen, was Jesus da sagt, und dann sagen sie, oh, dann mache ich nicht mal alles verkaufen. Und sie deuten, sie verkaufen alles, oder geben das alle die Arme und gehen das Evangelium predigen. Und weißt du, das ist auch nicht mehr arg, wenn du alles weg hast, was du hast, und du das Evangelium predigen, aber die Idee dahinter ist, dass wenn ich dort was tue, dann will ich das ewige Leben haben. Und so wie man versteht, zu wem Jesus redet und zu wem Paulus redet, das sind sehr, sehr große Themen. Ich werde es von dir bloß ein ganz klein bisschen anschieren. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das erkennen, dass Jesus redet zu Juden, die unter dem Gesetz sind. Jesus selbst lebt unter dem Gesetz. Und weißt du, das ist immer ein bisschen so eine Lehre, für was sie Messiah kritisieren und das so genannt. Aber weißt du, in unserer Bibel, das Neue Testament, fängt wie Matthäus 1, Vers 1 an. Aber was wir nicht gelehrt haben, ist, dass der alte Bund jetzt wieder ganz warum kriegt. Als Jesus am Kreuz starb, dann sagt er, das ist vorig. Na, wie sagen wir, können wir eine Lösung vorig? Aber er meint, Meier, nu wird der ganze alte Bund in Erfüllung gegangen. Das ganze alte Bund weiß immer noch Jesus, nu wird es in Erfüllung gegangen. Die Gardinen im Tempel reiht zwei von boven bis unten, sagt die Schrift. Und so das ein Teken, das ist das alte Abwasssystem, das alte System mit dem Tempel, mit all die Dinge, das ist das nicht vorbei. Und Jesus, lebt im alten Bund. Das ist ein Ding, was wir schwer fängt zu verstehen. Und gewisse Dinge, was Jesus sieht, gewisse Dinge, was er tut, die haben mit dort zu tun. Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern, die sollen nicht das wohin gehen, als bloß nur die Juden, dort nicht nur die Heiden gehen, dort nicht nur die Samariter gehen, geht bloß nur die Juden. So ist dort unsere Lehre. Und weißt du, Jesus redet zu einer gewissen Sorte Menschen, unter einem gewissen System, und er sagt some Dinge, wenn die ganze Erlösungsplan, der entwickelt sich. So ich sage, das sind gerade Thema einscheinen, da will ich mal viel tiefer an das angehen. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das erkennen, dass Jesus, lebt unter dem Gesetz, redet zu Juden, was unter dem Gesetz ist, und gibt ihm eine gesetzliche Antwort. Also das Evangelium ist gekommen, Jesus wie gestorben, der Heilige Geist wie gekommen, und Paulus wird ausgewählt von Gott, um nach den Heiden gehen, dann kommt die salzige Frau ab, und dann sagt Paulus, bleib an dem Herrn Jesus Christus. Aber wenn wir diese zwei Dinge nicht hineinteilen, dann haben sie verdreht das Evangelium, und das, was passiert, vielmal in der Kirche von dir. Und dann haben wir einen Sonntag, mit wir alles gut verkeiten, zum seilig werden. Der nächste Sonntag, selber an Jesus leben. So, was ist es? Like, wohnt von der Bär ist es dann nicht. Aber wenn ich alles verkaufe, was es dann tut, oder was Gott dann sagt, weißt du was, du hast noch ein paar Show, was du hast verkaufen. Wenn er deine hat verkauft, dann wirst du selig werden. Mein Punkt ist, dass du wirst never, ever, was du kommst, darüber tut. Niemals. So, Paulus sagt, bleib an dem Herrn Jesus Christus. Und so, in Epheser 2,8 sagt, ihr seid durch Gott seine Gnade gerat, willst ihr glauben. Ihr seid durch Gott seine Gnade gerat, willst ihr glauben. Das ist nicht durch ihre Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht, was Jesus sagt. Weil Jesus sagt das selbst, aber nicht für das Mann. Und wir müssen verstehen, dass Jesus, weiß nur das Nie, lehrt von das Nie, aber lebt noch unter das Alte. Das ist sehr, sehr wichtig, und wo wir die Schrift legen. Aber das für uns Heiden, das was Paulus sagt, der Apostel zu den Heiden, sagt, glaub an dem Herrn Jesus Christus. Und so das ist ein Geschenk von Gott. Und Paulus ist sehr streng als wir ever sind. Sagt, es steht in Galater 1, mir wundert dort, dass die den so schwind verloren haben, dass ich durch Jesus Christus seine Gnade beraubt habe.
Und so in der galatischen Gemeinde, dort kam dort näher, in diese Kirchen, dass die noch in Jud waren, noch die Beschneidung kann, das kostet nicht selig worden. Dort ist ein großer Streit in der Kirche. Paulus hat erst in Jerusalem, um das ganze Ding durchzuführen. Und so, ihr könnt dann Apostelgeschichte 15 lesen. Und dann die ganze Galaterbrief ist dort geschrieben. Aber ihr seid durch Christus seine Gnade berauben. Wo lohnt ihr von dort so leicht verdrehen? Er sagt wieder, du hast in Wirklichkeit kein anderes Evangelium. Die wurden verdreht und ungeschmiert von der, die Christus sein Evangelium verdrehen. Welche Lied verdreht und ungeschmiert, wo schrecklich viel sogenannte Christen von der manches Mennoniten in unseren Kirchen sind verdreht und ungeschmiert. Weißt du, wo wir sind? Wenn wir haben ein Evangelium gepredigt, was gemischt ist mit was du kannst tun. Was muss ich tun, um selig werden? Und dann sagt Paulus das, und wenn wir oder sogar ein Engel vom Himmel sind, ein anderes Evangelium predigen würden, soll uns dort, was wir jetzt gepredigt haben, dem Lot verflucht sein. Wow. Wenn du Beschneidung wie Jesus bietest, dann bist du unter Fluch. Wenn du dienen wollen, wir haben kein Trouble mit Beschneidung. Aber wir haben hunderte andere Dinge. Und so, wenn du dort wie Jesus bietest, dann sagt Paulus uns, dann sind wir unter Fluch. Weißt du, wo wir sind? Because du weißt niemals, was er tut. Du weißt gar nicht, was die Pool, was hoch noch sind. Du weißt gar nicht, was die Plattform nicht ein bisschen tau geraut ist. Soll ein bisschen kleiner sein, du weißt. Du weißt niemals, was dort, was du anhast, was du wirklich was tut. Na, ich weiß, in uns Mennoniten tun, wir haben üterliche Dinge, je hat Kleidie, Hauptbedeutung, Picken, Rede, Pierzbauges, und das nicht mit Arech, mit all die Dinge. Das Ding ist, dass du weißt niemals, was tut. Als wir in Ontario wohnen, in Jahren 3, dann hatten wir eine ganze Gruppe, oder verschiedene Gruppen, Norden von uns, wo wir wohnen, da wir in so einer Mennoniten, die bloß in Oaknerbau führen. Dann haben wir in der Sonne eine andere Kirche, die alle in Taunerbau hatten. Dann haben wir in der Sonne, die alle eine Chor führen, aber man ist schwarz gefahren, von Bumpern, Rems und alles. Meiste Routen auch noch schwarz gefahren. Dann haben wir in der Sonne, die alle mit anderen Kleidern führen, aber alles mit so einer Daffelkleidern. Keine klare, rote oder sowas. Und dann von da geht es wieder. So wohnt von da ist reich. Er dort, was du das, was ich da. Und so Jesus sagt, das ist unser Fluch. Er sagt so steht in Galater 3, oh Galater, wie kann sein, oh Mennoniten, oh Lebenswasser, wo habt ihr so wenig Vernunft? Wer hat ihn bezaubert, dass die nicht nur die Wahrheit horchen? Na, wenn wir da was bieten, dann sagen wir nicht mehr eine Wahrheit. Und dann sagt er wieder, jünt als Jesus Christus vergemalt worden, dass die am Schier und Krieg sein können. Und so Paulus hat sich so angestrengt, Jesus vermalen. Erlösung durch Jesus. Er sagt wieder, das eine will ich doch von jünt weiten. Habt ihr den Geist gekriegt, dadurch, dass die dort Gesetz hielten, oder durch die Predigt von Glauben? Und andere wieder, habt ihr den Heiligen Geist durch Gesetz oder durch Glauben? Von wo hast du den Heiligen Geist? Na, wird dir das klar? Paulus sagt nicht, vielleicht habe ich nicht, er sagt, ich habe den Geist, aber wo ist der gekommen? Und dann sagt er, sind die so verdreht, war das Wort verdreht, im Geist habt ihr angefangen und reden die nur im Fleisch vorrichten mehr. Und weißt du, das ist ein von den Dingen, wo wir mit kämpfen ans Leben, dass wir glauben alle, wir sind durch genug gerat, der Heilige Geist ist gekommen, hat eine neue Person gemerkt, hat mich nie geboren, aber nu muss ich mich heilig merken, oder heilig holen. Ein von beides. Und ich wünsche, wir können verstehen, dass wir sind heilig, wenn wir an Jesus glauben, oder wir sind ja heilig von Gott. He schrift uns Jesus seine Gerechtigkeit zu, als unvollkommene Menschen. Na, das ist wichtig, dass wir für Jesus leben, dass wir nicht richtig verstehen. Das ist wichtig, dass wir für Jesus leben, dass wir ein Zeugnis haben, dass wir die Welt für Jesus gewinnen. Das ist der Allerbi. Aber wenn wir die Dinge tun, dann wo ich heilig sind, dann sind wir in Trouble. Du bist modern heilig, wenn Gott die hat heilig gemacht.
Und dort passiert durch den Glauben an Jesus Christus. Die wird Jesus seine Gerechtigkeit zugeschrieben. Du hast ihn nicht in die Welt, wirst never haben. Du wirst niemals ein vollkommener Mensch sein, wirst never nicht heilig genug sein, zum vor Gott kommen, aber Jesus wir. Seine Gerechtigkeit, seine Sinnlosigkeit, seine Heiligkeit wird die zugeschrieben. Das wird Gnade. Das ist das Geschenk Gottes. Wird besser nicht, er gilt nicht. Aber er sagt wieder, wer sich abwogen mit dem Gesetz verlässt, ist ein Fluch. Nach Himmel war er, sagt das auch in Kapitel 1, er sagt, wer sich abwogen verlässt, ist ein Fluch. So, wenn er regt das auch. Er sagt wieder, wer in der Schrift sagt, verflucht ist jeder einer, der nicht alles hält und tät, was im Gesetz geschrieben steht. Na, weet je, was Paulus gesagt hat, dass wenn du was der Gesetz seilig worden, dann musst du klar sein, dass du 100% von der Zeit, 100% von dem Gesetz, deine rein ganze Lebenszeit 100% wahrscheinlich. Und keiner kann das. Das, wo in der Fluch auf dich kommt. Das, wo in du in einem Gesetz einen Fluch hast, wenn wir kann niemals nüchtern. Denk dir mal an, ein Mensch hat 36 Jahre auf ein Jommel, jetzt der Plattform gelebt, schrakelt das Leben. Wie kann man es nicht mal aussprechen, wo soll ja so ein Mensch sich auf angestrengt? Und dann kommt er nach Gott. Und weißt du Gott? Es ist in einem Fluch. Wenn du hast dich das versucht zu verdienen, du auf den Plattform. Er sagt, das ist klar, dass durch das Gesetz kein Mensch für Gott gerecht ist, weil wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. Wer durch den Glauben gerecht ist, Glauben gibt in die Gerechtigkeit und durch Ben lebst du. Und dann sagt er wieder, das Gesetz aber gibt sich mit dem Glauben nicht auf. Gesetz und Glauben gehen nicht taub. Gesetz und Worten gehen taub. Gesetz und deine Kraft geht taub. Du heute dort, wer das, was das sagt, wird leben. So, Glauben sagt, dass durch Glauben wird leben. Gesetz sagt, wer das wird leben. Aber wenn er hast nichts getan, das ist die Frau. Und die Antwort ist, wir haben niemals. So, wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. Wer das, was das sagt, soll leben. Kann ich den Unterschied sein? Christus hat uns losgekauft von dem Fluch. Was für ein Fluch? Der Fluch, dass du dort selbst musst verdienen. Jesus hat die losgekauft von deiner Schwachheit. Jesus hat die losgekauft von deiner Kraft, die nicht ganz taugt. Jesus hat die losgekauft von das Pool in den Plattform, wo es nicht ganz taugt, wo es nicht ganz hoch noch wird sein. So dort Abraham sein Sehen, der durch Christus Jesus auf dem Feld, ja, auf uns hatten, kommt dort, und so haben wir dort den Geist gekriegt, der uns versprechen wir, wenn wir glauben würden. Und so wir haben den Heiligen Geist durch Glauben. So wie viel von den einigen Sätzen braucht es, zum seilig worden? Gnade fehlt es an ein Woakenloosa Näma. Gnade fehlt es, dass du mal von dem Pool raufkroppst. Gnade fehlt es, dass du mal deine Worte zu sehen lässt. Und sagst, Jesus. Wir sehen das Leid, ich spreche den um Jesus. Das fehlt, dass wir das noch mal eben ansprechen, in unsere Erlösung, unsere Rettung. Und nicht bloß, dass wir gerat sind, aber dass wir gerat bleiben, dass wir heilig sind, dass wir reut sind, Gott zu begegnen, das kommt alle durch Jesus, alle durch Gnade, das wird die zugeschrieben durch den Glauben an Jesus Christus. Und so, ich wünsche, wir würden alle für Gott leben. Ich wünsche, wir würden uns alle anstrengen, um für Gott leben. Aber bloß du wenn du sein Kind bist. Nicht um ein Wollen. Und so, ich will den Mund merken. Wer will an Jesus glauben? Wer will nicht auch glauben, wenn mein Pool fast schon hoch wird? Oder wenn meine Kleider noch schwarzer werden? Oder wenn ich mich noch doller wird anstrengen? Weißt du, wir haben das Idee an uns Mennonitentum, dass wir machen uns Leben schwer merken. Und so, vielleicht, wenn sie mich würden dort merken von meinem Glauben, dann würde ich dort vielleicht merken. No, weißt du was? Sie haben Jesus all dort gemerkt.
Na, vielleicht wollen sie uns einen Tag dort merken von uns glauben. Aber ich hoffe, dass du, wenn wir Christen sind, nicht zum Wohl. So, wir wollen an Jesus glauben, amen. Wir wollen Arm annehmen, seine Gerechtigkeit. Und dann in deine Dankbarkeit für am Leben, amen. Ich würde fragen, dass ihr abschauen. Wo hoch hast du den Pool? Riecht es hoch? Aber was sind die Dinge, was wir tun? Wenn wir mal ein bisschen uns selbst nachdenken und sagen, was von Dingen habe ich gebraucht, zu mir für Gott herrlich mehr? Und dann werden wir das zu sehen leiden und bloß einfach Jesus annehmen und Arm luten, uns Arm ändern. Er wird uns sehen, yes, er gefällt uns mit sehen, yes, er wird uns nie Menschen merken, das wird nie Geburt, das ist nicht erste Geburt. Aber wenn eine Geburt ist, dann ist du ein Leben. Das schafft in dein Heim so, wenn die Kinder in ein Haus bringen von Hospital oder wo immer. Und das soll ein geistlichen Leben auch so schaffen, dass wenn du eine Geburt hast, dann ist du ein Leben. Amen. Himmlischer Vater, Dankeschön für die Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. Dankeschön, dass wir woakenlose Näma sein. Dankeschön, dass wir das Geschenk haben, durch an die glauben. Du hast alles getan, du bist an Kreuz gestorben, du hast das alle betont. Help uns das annehmen und an die Dankbarkeit für die Leben. Wir beten das in die Namen. Amen. Dankeschön für kommen, hat einen guten Weg, weil wir rausgehen, weil wir für Jesus leben. Und Dankbarkeit für was er aufgetan hat. Einen guten Tag.